Seid ihr bereit fürs Wort Gottes? Wir steigen Vollgas ein. Offenbarung 22, das ist unser Leitvers für die Serie. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um allen zu vergelten, was sie getan haben. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und ich liebe dieses Wort, siehe. Siehst du es in deinem Leben? Hast du es auf dem Radar, dass Jesus wiederkommt? Wir sollten es auf dem Radar haben. Jedenfalls ist es schwierig, das irgendwie auf die Seite zu schieben, denn Jesus redet die ganze Zeit darüber. Der Titel der heutigen Predigt lautet, Juri Hui, Jesus kommt bald als Richter wieder. Jesus selbst sagt 30 Mal, dass er die Welt richten wird. Also irgendwie wahrscheinlich verdrängen wir das, weil sonst wäre die Reaktion vorher größer gewesen. Wir können es nicht verdrängen, aber eben das Problem ist mit der ganzen Sache, es ist ja ein bisschen kompliziert und schwierig auch. Es kommen da verschiedene Emotionen und Assoziationen hervor und ich möchte euch im Schnellzugstempo einen Überblick über die Kirchengeschichte zeigen, wie man mit dem Thema umging. Das erste war die Urgemeinde. Die hatten, ich habe da noch Bilder, ich versuche da mal zu switchen. Für die erste Kirche war das Thema die Naherwartung Christi, eine Freudenbotschaft. Die wurden aufs Brutalste vom römischen Imperium verfolgt und die hatten sozusagen ein Codewort untereinander. Die haben gesagt, Maranatha, unser Herr, komm. Für sie war das eine große Freude, dass der Herr kommt und sie wussten, dass er bald kommt, weil für sie war, dass Gott als Richter kommt, Jesus als Richter kommt, nicht irgendwo einer, der jetzt verurteilt, sondern ein Richter war nicht ein Rechthaber, sondern ein Rechtschaffender. Der hat wieder Ordnung hergestellt, hat Gerechtigkeit hergestellt. Das war das, was die geliebt haben. Wir haben ja auch ein Buch im Alten Testament, das heißt die Richter. Und das waren jetzt nicht so akademische Leute, die immer auf dem Sessel saßen und gesagt haben, wie es eigentlich richtig laufen soll. Das war kein juristisches Amt, es war ein militärisches Befreiungsamt. Und das war die Erwartung der Urgemeinde. Dann kam das Mittelalter und da hat sich die Predigt geändert. Die Kirche hatte Macht, sie brauchte Macht. Und was gibt es Besseres, als irgendwo ein gutes Drohmittel zu haben, um die Leute in Panik zu versetzen? Man braucht ja schließlich auch Geld, um Kirchen zu bauen. Da kam die ganze Ablasssache und man hat Bilder gemalt, die schrecklich angsteinflößend waren, um den Mensch dazu zu bringen, dass er Angst hat, weil Menschen, die Angst haben, die kann man kontrollieren. Und als nächstes in der Reformation, da war ein Mönch namens Martin Luther, der hatte Angst vor diesem Gericht. Der betete, der fastete, der beichtete, weil er von dieser Angst geplagt war und merkte, er reicht nicht, mit ihm wird es nicht gut kommen. Aber da hat er im Wort Gottes neu entdeckt, dass die Gnade Christi das alles Entscheidende ist. Und für ihn wurde das Narrativ dann geändert und für ihn war es ein Trost, dass er gemerkt hat, der Richter, der kommt, der ist gleichzeitig auch sein Retter. Und aus dieser lähmenden Panik wurde plötzlich eine getröstete, befreite Naherwartung. Und jetzt, heute, ich habe es extra so dargestellt, mit einem durchsichtigen, unklaren Thron. Wir haben keine Ahnung mehr, was wahr ist und was nicht. Wir verdrängen das oft. Wahrheit wird relativiert, alles wird symbolisch gedeutet. Aber gleichzeitig versuchen wir auch, das Unangenehme aus dem Weg zu räumen. Wir umgehen es irgendwie, wir leben kurzfristig, kurzsichtig. Und wir haben das letzte Gericht wahrscheinlich zensuriert. All die Bibelstellen, die ich heute teile, habe ich in meiner 20-jährigen Karriere als Prediger noch nie gepredigt. Ich will auch heute nochmals Buße tun. Es ist einfach unangenehm, das Zeugs, was ich jetzt da teile. Ist noch krass. Ich habe schon vieles gepredigt.
aber das Unangenehme, wir gehen heute rein in einen Bibeltext ohne Zensur. Ist das gut? Können wir das aushalten? Mal einfach fadengerade, was die Bibel sagt. Seid ihr bereit? Dann gehen wir in Offenbarung 20 ein. Hat eine Überschrift, die Überschrift das jüngste Gericht. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, hohe und niedrige, vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab seinen Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Ich möchte diesen Text heute anhand vom jüngsten Gericht, vom Ausnahmekünstler Michelangelo illustrieren. Das jüngste Gericht, ein Gemälde, das in der Sixtinischen Kapelle gemalt wurde, hatte ungefähr 5 Jahre daran gearbeitet. Ein Wunderwerk. Und es zeigt einige dieser Textpassagen, die wir soeben gelesen haben, auf eine gute Art. Mein erster Punkt ist, die Wiederkunft Jesu ist ein kosmischer Event. Es steht geschrieben, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Und in diesem Gemälde von Michelangelo, in der Mitte, der hellste Punkt, der bewegendste Punkt, dort wo unser Auge sofort hingeht, das ist Jesus im Zentrum. Und er macht diese Handbewegung. Er bringt etwas in Bewegung. Dieser, der auf dem Thron sitzt, ist kein alter weißer Mann, der irgendwie passiv da sitzt und sich nicht mehr bewegen kann. Nein, er bringt das ganze Universum in Bewegung. Er sagt, das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Es ist eine Dynamik, eine Neuordnung, die man sieht. Man sieht hier in diesem Bild, es gibt eine Bewegung in das Ganze hinein. Jesus sagt dann auch in einer anderen Stelle in Matthäus, dass er teilt die Böcke und die Schafe, und das sieht man auf diesem Gemälde auch. Er ordnet. Seine Funktion als Richter ist wieder Ordnung ins Weltgeschehen zu bringen. Und ein wichtiger Teil in diesem Text ist, dass die ganze Schöpfung, das sind die Engel dabei, die Toten dabei, die Lebendigen dabei, diejenigen, die geglaubt haben, diejenigen, die nicht geglaubt haben. Keiner kann diesem Event entfliehen. Sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Jetzt ein wichtiges Detail, das Michelangelo gezeigt hat, um diesen Text zu illustrieren. Er hat alle sämtlichen 350 Figuren im jüngsten Gericht nackt gemalt. Und das ist natürlich der Kirche aufgestoßen. Das Nacktsein heißt, man kann sich nicht verstecken. Man kommt so, wie man dann ist. Und man sieht hier auf der linken Seite, das war der päpstliche Zeremonienmeister, der hat Michelangelo kritisiert und gesagt, das ist ja obszön, was du hier malst. Sowas gehört in die Wirtschaft und nicht in eine Kapelle. Und Michelangelo hat sich dann gerächt an ihm. Er hat ihn verewigt. Er hat ihm Eselohren gemalt. Er hat ihn zuunterst im Bild in die Hölle gesetzt. Und das schöne Detail finde ich noch, dass er eine Schlange gezeichnet hat, die ihm in die Eier beißt. Wie lustig ist das, um seine Kritiker zu verewigen und sich an den Kritikern zu rächen. Aber die Kirche hatte wirklich ein Riesenproblem damit, dass die Figuren nackt gezeichnet wurden. Und als dann Michelangelo gestorben war, haben sie
ein Komitee zusammengerufen und die haben dann entschieden, dass diese Figuren übermalen werden müssen. Und da wurde ein Künstler engagiert, der heißt der Hosenmaler und der hat so Lendenschürzen, wie jetzt hier auf der rechten Seite bei Petrus, nachträglich noch irgendwo so die Intimbereiche ein bisschen abgedeckt. Weil wir würden ja gerne etwas verstecken können. Aber das gibt es dann beim jüngsten Gericht nicht mehr. Das heißt in diesem Text, ich sah die Toten, die hohe und niedrige vor Gottes Thron stehen. Also der Tod ist auch keine Rettung. Jeder, der denkt, im Leben ist es zu hart und Selbstmord ist eine Lösung, es ist keine. Am Schluss wirst du auch vor Gott stehen. Die Hohen und die Niedrigen, egal ob du ein Kardinal bist oder ein Bettler, du wirst am Schluss vor Gott sein. Also mein erster Punkt ist, die Wiederkunft Jesu ist ein kosmischer Event und du wirst vor ihn treten, du kannst nichts verbergen. Es wird alles ans Licht kommen, wer du bist, was du getan hast. Mein zweiter Punkt ist der Maßstab des Gerichts. Die Frage ist ja, was ist jetzt wahr? Woran werde ich gemessen? Was sind die Kriterien zu diesem Urteil? Und wir lesen in diesem Text, in unserem Predigtext, und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Und Michelangelo hat 2 Bücher gemalt. Auf der linken Seite das kleine Buch, das ist das Buch des Lebens. Das sind übrigens Engel. Michelangelo hat alle Engel ohne Flügel gezeichnet. Und die haben da die Posaune, das ist auch aus der Offenbarung. Im Buch des Lebens, das ist ein kleines Buch. Da steht nicht viel geschrieben, sondern nur Namen. All Namen derjenigen, die mit dem Herrn unterwegs waren. Und auf der rechten Seite ist das Buch der Werke. Da steht geschrieben, was wir getan haben. Es ist eigentlich eine Chronik deines Lebens. Und es wird so dargestellt, dass das ein riesig schweres, großes Buch ist, dass es sogar 2 Engel halten müssen. Jetzt lass mich mal etwas über das Buch des Lebens sagen. Das Buch des Lebens, nochmals hier dargestellt, das ist eigentlich ein Buch der Identität. Im antiken Israel und auch bei den Römern gab es ein Register, das jede Stadt führte. Und darin standen die Namen aller lebenden Bürger. Und nur wenn du starbst oder ein grausames Verbrechen begangen hast, wurde dein Name daraus gelöscht. Aber dieses Recht, in diesem Buch zu sein, gab dir Schutz, es gab dir Privilegien. Und dieses Buch des Lebens in der Bibel, das ist unser Bürgerrecht. Wir sind Bürger des Himmels, heißt es im Philipper geschrieben. Wenn dein Name dort drin steht, dann bist du ein Bürger. Und egal was du tust, dein Name kann da nicht mehr rausgelöscht werden. Denn der Eintrittspreis in dieses Buch hat Jesus bezahlt. Sein Blut hat dich gerechtfertigt, in diesem Buch zu stehen. Ich bin ja Schweizer Bürger und ich bin auch ein regelmäßiger Verkehrssünder. Manchmal absichtlich, weil ich gerne zu schnell fahre oder irgendwo Präsent habe und meistens unabsichtlich. Und nur weil ich immer wieder Bußen einfange, das Gesetz übertrete, wird meine Identität als Schweizer Bürger nie in Gefahr kommen. Ich bleibe Schweizer Bürger. Und genau das ist das, was das Buch des Lebens symbolisiert. Und wir lesen hier, Jesus sagte den Jüngern, als sie nach einem Missionseinsatz freudig zurückkamen und erzählt haben, was sie alles erlebt haben und was sie alles gewirkt haben, sagt er dann zu ihnen, doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind, im Buch des Lebens. Und hier waren auch die Jünger, die haben wieder das Gefühl gehabt, wenn sie was leisten, dann können sie Jesus gefallen. Aber das Buch des Lebens hat einfach überhaupt nichts mit Leistung zu tun. Aber das nächste Buch, das Buch der Werke, da geht es jetzt wirklich um das, was du tust und wie du lebst. Und das wird tough jetzt. Seid ihr bereit? Wir haben gesagt, wir zensurieren mal nichts.
Also mal nicht, ich mache es nie absichtlich. Aber einfach so, man kann ja Dinge umgehen, einfach weil es einfacher ist. Steht in 2. Korinther 5,10 geschrieben, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, damit ein jeder empfange, was seinen Taten entspricht, die er zu Lebzeiten getan hat. Seien sie gut oder böse. Also dieses Buch ist wie ein lückenloses Archiv von allem, was du tust. Aber noch schlimmer, von allem, was du denkst. Von allem, was du planst, von allem, was in deinem Herzen irgendwie abgeht. Das finde ich jetzt die taffe Sache. Also jede Absicht auch. Jesus sagt das, oder nein, es ist Paulus, der das sagt. Wenn der Herr kommt, wird er unsere tiefsten Geheimnisse ans Licht bringen und unsere verborgensten Beweggründe offenbar machen. Und dann wird Gott jeden so loben, wie es ihm zusteht. Ein bisschen Gottesfurcht ist gut. Dieses Buch der Werke ist ein wichtiges Buch. Es entscheidet nicht, ob du im Himmel bist oder in der Hölle. Es ist nicht heilsentscheidend. Aber ohne dieses Buch würden wir mit absoluter Gleichgültigkeit leben. Dann wäre ja alles egal. Es spielt ja keine Rolle, wie ich lebe. Ich bin ja akzeptiert bei Jesus und eines Tages werde ich mit ihm sein. Es braucht dieses Buch, damit wir Verantwortung übernehmen in diesem Leben. Damit wir auch eine Dringlichkeit haben, dass wir nicht mit so einem umsonst, es ist ja alles umsonst. Was bringt's? Ohne dieses Buch der Werke würde ein Leben hier auf Erden nicht mehr viel Sinn machen. Und die Frage ist natürlich jetzt, ja, wofür? Also, wofür werde ich dann belohnt? Oder was ist denn die Belohnung? Und ich will jetzt da nicht in alle Details geben, das wäre eine Predigt für sich, aber es gibt eine göttliche Anerkennung für das, was du getan hast. Vor allem wird Jesus sagen, dich loben für Dinge, die kein Mensch gesehen hat. Dinge, die du einfach aus Gutmütigkeit getan hast. Du wirst auch einen Siegeskranz oder solche Kronen bekommen, dort, wo du durchgehalten hast, dort, wo du treu geblieben bist. Und die Belohnung zeigt auch, wie du jetzt lebst, weil wenn wir mal im Himmel sind, wenn Jesus wiedergekommen ist, dann geht es nicht immer darum, dass wir auf einer Wolke sind und Harfe spielen, sondern das neue Jerusalem wird kommen und wir werden mit Christus zusammen regieren. Und die Frage ist schon, wie du jetzt mit dem umgehst, was dir anvertraut wurde. Du wirst weitere Verantwortung haben im Himmel. Die Belohnung, die du haben wirst im Himmel, ist Verantwortung. Und an dem wird sich zeigen, wie wir heute leben. Also das Buch der Taten soll nicht Druck machen, sondern es soll uns anspornen, dass Christus die Dinge sieht, die wir wirklich auch gut tun. Seid ihr noch da? Wir kommen zum dramaturgischen Tiefpunkt dieser Predigt. Ich hoffe, ihr schafft das. Wir reden mal wirklich über die endgültige Strafe. Und ich liebe, wie Michelangelo das so wunderbar gezeichnet hat, speziell bei diesem Verdammten da auf der linken Seite. Es zeigt eigentlich, ich habe es eigentlich gewusst. Ich kann wie nicht hinschauen und hält sich den Kopf und denkt, puh, wieso war mir das nicht vorher bewusst? Wieso habe ich nicht mit das vor Augen gehabt? Im Predigtext heißt es, der Tod und die Totenwelt wurden in den See von Feuer geworfen. Dieser See von Feuer ist der zweite, der endgültige Tod. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Und etwas vom Leiden war im Mittelalter, dass die Priester natürlich mit dieser Angst gespielt haben, dass Leute nicht wussten, bin ich mal bei Gott oder weit weg von ihm. Und ich möchte dir sagen, es gibt bei Jesus keine Willkür. Du wirst nicht am Ende deines Lebens überrascht sein.
Hä? Ich wusste das nicht. Du weißt es heute, wo du stehst und wo du enden wirst. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von der EM 2024, spielt Deutschland gegen Spanien, Viertelfinale. Und es war eine matchentscheidende Szene, da hat Musiala, der deutsche Spieler, dem Cucurella im Strafraum den Ball an die Hand gespielt. Jeder hat es gesehen, das waren Hands und die Hand muss am Körper sein. Wenn sie nicht am Körper ist, ist es eine Hands. Der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen. Alle sagten, das war Penalty, kein Problem. Und wegen dem, weil der Schiedsrichter nicht gepfiffen hat, der VAR hat auch nicht eingegriffen, ist Deutschland aus der EM rausgeflogen. Und das Schlimme war eigentlich die Willkür. Wieso konnte der Schiedsrichter so in einem so entscheidenden Moment entscheiden und er hat noch recht, wenn doch alle sehen, das war Unrecht. Und diese Angst haben einige vor Gott, wo sie wie denken, ja, wie willkürlich wird es dann sein? Wie kann ich das jetzt schon wissen, was dann eigentlich Jesus mal entscheiden wird? Übrigens, der Schiedsrichter hat im Nachhinein zugestanden, das war ein Fehlentscheid. Bei Jesus wird es keinen Fehlentscheid geben. Das kann ich dir sagen, er ist ein gerechter, klarer Richter. Steht geschrieben, das sind die Worte Jesus selbst. Wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, der hat seinen Richter damit schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem letzten Tag verurteilen. Also, ganz ehrlich gesagt, die Entscheidung liegt nicht bei Jesus, die Entscheidung liegt bei dir. Die Spielregeln sind klar im Vorhinein. Es ist deine Entscheidung. Es ist jedermanns, jeder Frau's Entscheidung im Hier und Jetzt, wo wir enden werden, wenn Jesus wiederkommt. Und die Frage ist natürlich jetzt, okay, wo landen wir denn? Wie sieht es die Hölle aus, wenn wir nicht uns für Jesus entscheiden? Und da hat natürlich das Mittelalter schon so Assoziationen geweckt, wie die Hölle aussehen wird, irgendwie so mit kleinen roten Teufelchen, die mit einem Mistgabel uns irgendwie quälen. Wisst ihr, wie die Bibel die Hölle beschreibt? Steht in 2. Thessaloniker, ganz klar. Sie werden als Strafe ewiges Verderben erleiden, fern vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Macht. Also die Hölle ist nichts anderes als der totale Entzug der Gegenwart Gottes. Der totale Entzug von dem, was gut ist, von Licht, von Liebe, von Gemeinschaft, von Freude und von Leben. Das ist, was das Gericht am Schluss für diejenigen bedeutet, die Jesus nicht als ihren Herrn und Erlöser akzeptieren. Und in unserem Predigttext ist ja noch das Wort vom Feuersee. Ich versuche das jetzt einfach mal vereinfacht, ganz vereinfacht zu artikulieren. Der Feuersee ist biblisch gesagt eigentlich nichts anderes als eine Mülldeponie. Von all dem, was nicht in die neue Schöpfung mal gehören wird. Alles Leid, alles Ungerechte soll dort rein. Denn genau nach diesem Predigttext, den ich euch gelesen habe, kommt dann Offenbarung 21. Und dort ist momentan, steht auch unsere Jahreslosung drin. Siehe, ich mache alles neu. Nach dem Feuersee kann das Neue passieren. Also, ich habe euch gesagt, das ist der Tiefpunkt dieser Predigt. Und kommen zum Schluss. Elisabeth, wenn du nach vorne kommen könntest. Unsere überragende Hoffnung nach Gerechtigkeit. Jetzt kommt der beste Teil. Seid ihr bereit? Michelangelo hat es wirklich krass auf den Punkt gebracht. Wir sehen da Jesus im Zentrum und ganz oben hat es 2 Bögen und ich habe die noch ein bisschen klarer dargestellt. Auf der linken Seite sieht man das Kreuz und hier unten rechts sehen wir die Dornenkrone, die Jesus auferlegt wurde. Es zeigt den Leidensweg Jesu. Auf der rechten Seite dieses Bogens ist diese Geißelsäule, dort wo Jesus ausgepeitscht wurde. Es zeigt das Überragende
von diesem letzten Gericht, dass Jesus kommt und Ordnung schafft, das, was auch über Jesus steht, was ihn befähigt, was ihm die Macht gibt, die Autorität, ist, dass er diesen Leidensweg gegangen ist. Dass er nicht ein Richter ist, der irgendwie von oben her befiehlt und keine Ahnung hat von den Sachen, sondern ist einer, der das menschliche Leid, die menschliche Ungerechtigkeit verstanden hat, durchlitten hat. Und jetzt sagt, Schluss damit. Ich will diesem Leid, dieser Ungerechtigkeit endlich einen Schlussstrich machen. Michelangelo hat das auch schön gezeigt, denn diese Bewegung, die der rettende Richter bringt, man sieht die Wunden dieses Richters. Vielleicht auf dem Bild nicht so gut, deshalb habe ich es eingekreist. Aber da macht dieser Text noch viel mehr Sinn. Und der Vater richtet niemanden, sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben. Er hat sie nicht nur in die Hand seines Sohnes gegeben, sondern er hat sie in durchbohrte Hände gegeben. Durchbohrte Hände, die einen Preis dafür bezahlt haben. Die wirklich sagen, ich sehe dein Leid und ich will auch die Antwort sein für das, was dir widerfahren ist. Der Titel dieser Predigt lautet Judy Hui. Jesus kommt bald als Richter wieder. Ich wollte unbedingt das Judy Hui drin haben, weil es soll nicht eine schwere Predigt sein. Es soll uns mit Freude erfüllen. Es soll uns mit einer tröstenden Naherwartung erfüllen, dass er bald wieder kommt. Denn ich freue mich darauf, dass Jesus wiederkommt und er wird 3 Dinge tun, 3 Dinge zurechtbiegen, 3 Dinge etablieren, die ganz wichtig sind. Das erste ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, du bekommst, was du verdient hast. Und es gibt so vieles im Leben, das so unfair ist. Ich bin so dankbar, dass Jesus kommen wird als Richter und er wird die Ungerechtigkeit besiegen. Er wird Gerechtigkeit etablieren. Ich habe auf viele Dinge verzichtet, die eigentlich mein Recht gewesen wären. Ich habe anderen den Vorteil gelassen, um nicht Streit zu bekommen. Ich habe Dinge über mir ergehen lassen, um Frieden zu bewahren. Ich wurde betrogen, mehrmals. Ich habe Geld verloren, das eigentlich mir zugestehen würde. Ich wurde ausgenutzt, weil ich freundlich war. Freundlichkeit ist eine Frucht des Geistes. Wenn wir im Geist leben, werden wir oft verlieren auf dieser Erde. Aber eines Tages, hoffentlich schon bald, wird Jesus kommen und sagen, ich schaffe Gerechtigkeit. Du bekommst, was du eigentlich verdient hast. Das Zweite, was Jesus bringen wird, er wird als Richter Barmherzigkeit bringen. Und jetzt, das war für mich das Highlight der Predigtvorbereitung, für mich persönlich. Denn ich brauche Barmherzigkeit. Schon nur mit meinem Hut als Ehemann, mit meinem Hut als Vater, aber auch mit meinem Hut als Pastor habe ich so oft nicht aus Liebe gehandelt, sondern aus Selbstsucht. Ich habe viele Menschen verletzt. Nicht, weil ich es absichtlich mache, weil ich böse bin, oder böse sein will, sondern ja, ich bin einfach böse. Überfordert mit mir selbst. Und das Krasse ist, je älter das ich werde im Fall nicht besser. Habe ich gemerkt, es tun sich mehr Abgründe auf. Also Anfang 20 war ich schon fast ein Heiliger. Ich brauche die Barmherzigkeit Gottes mehr und mehr. Du bekommst nicht, was du eigentlich verdient hättest. Und das Krasse ist, das ist mir so eingefahren. Es kann sein, dass für dieselben Situationen, wo jetzt jemand anders von Christus Gerechtigkeit erfährt, weil ich Ungerechtigkeit gewaltet habe, dass ich nicht bestraft werde, sondern von Christus Barmherzigkeit erlebe. Das haut mich aus dem Sockel. Denn wisst ihr, in der Welt Richter, die müssen irgendwie alles immer ausgleichen, weil sie beschränkt sind. Also wenn jemand Gerechtigkeit erfahren soll, dann wird der andere bestraft.
Aber so funktioniert es nicht im Reich Gottes, denn Christus, der ist der Mächtigste, ihm gehört ja jetzt alles. Er ist nicht limitiert. Und deshalb kann er für dieselbe Situation, wo jemand ungerecht behandelt wurde, für das Opfer, kann er volle Gerechtigkeit etablieren. Für den Täter, wenn er sich reuig ist, kann er Barmherzigkeit erleben. Das ist mein Richter, auf den freue ich mich, dass er kommt. Und deshalb sage ich einfach ein Judi hui, dass es mal gut kommt. Deshalb habe ich eine Zuversicht und keine Angst. Und ich möchte auch keine Angst predigen. Und das Dritte, was Jesus machen wird, als Richter, Gnade. Du bekommst, was du nicht verdient hast. Dass dein Name im Buch des Lebens steht. Und dass jetzt Schluss ist mit dem Leistungsdruck. Mit dem immer besser sein. Mit irgendwo jemandem gefallen. Und meistens müssen wir ja uns selbst gefallen. Du bekommst, was du nicht verdient hast. Wow, ich freue mich, dass Jesus mein Richter ist. Ich habe noch nie einen Song darüber geschrieben. Ich habe es mir vorgenommen, einen Song mal zu schreiben. Ich kenne keinen Worship-Song, wo das so richtig Jesus als Richter angehimmelt, verehrt, angebetet wird. Aber mir ist neu bewusst geworden, ich bin so dankbar, ich bin so froh. Das ist eine seiner wichtigsten Charaktere, seiner wichtigsten Personifizierungen, wenn er wiederkommt, dass er ein Richter ist. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Stellt euch vor, ein Mann wird wegen einer massiven Geschwindigkeitsübertretung angehalten. Er muss vor den Richter. Der Richter ist zufällig sein eigener Vater. Gerechtigkeit wäre, der Vater verurteilt seinen Sohn zur vollen Geldstrafe, weil es das Gesetz verlangt. Barmherzigkeit wäre, wenn der Vater die Anklage fallen ließe und sagt, fahr einfach nach Hause. Das Problem dabei wäre, das Gesetz würde missachtet werden. Aber Gnade ist, der Vater verurteilt den Sohn zur Höchststrafe. Gerechtigkeit muss geschehen. Dann legt der Vater seine Richterrobe ab, kommt vom Richterstuhl herunter, zieht sein Portemonnaie und bezahlt die Strafe selbst. Und obendrauf lädt er seinen Sohn noch zum Essen ein. Jesus, ich danke dir, dass du als Richter kommen wirst und unser Leben wertschätzen wirst, dass du unserem Leben Würde gibst. Und ich will dir danken, dass das, was wir heute tun, oder vielleicht auch auf das, was wir heute verzichten, dass es nicht unbelohnt bleibt. Dass all das, was im Verborgenen ist, ans Licht kommen wird. Und dass es ein Tag ist, worauf wir uns freuen dürfen. Auch wenn wir vieles tun, das einfach nicht recht ist. Aber ich will dir danken, dass du Gerechtigkeit etablierst. Dass du Barmherzigkeit zeigen wirst. Und mit Gnade regieren wirst. Ich spreche das über uns aus. Über jedem Einzelnen in diesem Raum. Dass wir eine neue Offenbarung haben, wer du bist. Und dass wir mit dieser Naherwartung unseren Alltag gestalten werden. Ab heute, am 21. Juni 2026, wird sich in unserem Lebensstil etwas ändern, weil wir es auf dem Radar haben, dass du als Richter wiederkommen wirst. Amen. Wenn du heute da bist und sagst, es hat mich angesprochen, dann lade ich dich wirklich ein, im Nachhinein noch zu unserem Ministry-Team zu gehen und für dich beten zu lassen. Ich habe einfach noch ein paar Eindrücke gehabt. Heute solltest du vielleicht einen Schlussstrich ziehen, wenn du dich immer mit anderen vergleichst. Das Gefühl hast, du kommst zu kurz. Du bist immer das Opfer.
Wenn du eine Offenbarung hast, dass Christus dein Richter ist, dann ist heute ein Schlussstrich. Komm nachher und lass noch mit dir beten. Wenn du irgendwie manchmal noch von Rachegelüsten geprägt bist, weil jemand dich unfair behandelt hat. Heute sollst du einen Schlussstrich machen. Wenn du eine Offenbarung hast, dass Jesus dein Richter ist und die ganze Welt richten wird, dann ist es nicht mehr in deiner Hand. Dann kannst du heute vergeben, es loslassen und frei leben und wissen, dass Jesus niemanden ungescholten vorbeigehen lässt und gleichzeitig du nicht zu kurz kommen wirst bei dem, wovon du beraubt wurdest. Mach einen Schlussstrich heute. Und das andere ist, wenn du unglaublich getrieben bist, einen Leistungsdruck hast, lass mit dir beten. Denn das wird gebrochen, wenn du ein Verständnis hast, dass Jesus mal kommen wird und mit Gnade regieren wird. Das kannst du dir einfach nicht verdienen. Im Namen Jesu. Amen.